Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sinnlose Let's Plays und das Schweigen in Diablo. Und wie wir das letzte Mal weil uns das letzte Mal beim Zeugsammeln aufs Mal der Platz gefällt hat, dann wir jetzt mal noch schnell schauen, ob wir noch etwas Besseres gefunden haben zum Ausrüsten. Und wenn nicht, dann wir mal noch wieder mal ein bisschen etwas verkaufen. Mal den. Ja, Heilige, die richtigen Knöpfe. Ja, Spuck umeinander. So, und der Begleiter. Dem können wir auch noch etwas Schlaues geben, nicht? Na, der hat schon. Ich glaube, unser Templer der ist schon recht gut ausgerüstet. So, gut, dann verkaufen. Ja, den behalten wir. Ja, weg. Weg. Behalten wir auch mal noch. Oder nicht? Ja, ich glaube, ein bisschen Ballast sind wir jetzt losgeworden. Dann können wir die Folge mal dort weitermachen, wo wir eigentlich mit dem Cliffhanger aufgehört haben. Mal wieder mal reden mit dem Kay. Eine Hexe namens Magda und ihre Anhänger suchen auch nach dem Schwert. Ich musste ihnen das erste Stück entreißen. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel, aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Magda weiß, wo sich das nächste Bruchstück befindet, aber ihre Worte sind rätselhaft. Sie sagte, es liegt an einem Ort, den nur die Urahnen betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserem Freund hier gehen und ihm helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Okay, mein Team ist schon grösser geworden in dem Fall. Der Freund hat uns auch nicht gesagt. Dieses Fragment ist uralt und mächtig. In der Tat, es fühlt sich vertraut an, obwohl der Rest noch immer unklar ist. Dies ist die Waffe eines wahren Meisters. Wenn es das ist, was ich bin, dann hat mich meine Stärke zusammen mit meiner Erinnerung verlassen. Mögen sie im Laufe der Zeit beide zu euch zurückkehren. Magdas dunkler Zirkel ist ein Überbleibsel einer uralten Religion, genannt die Religion der Dreieinigkeit. Sie verehrten die großen Übel als Götter. Die großen Übel sind schon lange tot. Wen verehrt der dunkle Zirkel dann heute? Es verbleiben noch die letzten beiden Übel, Asmodan und Belial.
Und wenn einer von ihnen hinter dem dunklen Zirkel steckt, dann haben unsere Probleme gerade erst begonnen. Okay, das denn nicht so gut. Mein Großvater hat mir immer Geschichten von uralten Helden erzählt, die Unmögliches vollbracht haben. Ihr erinnert mich an diese Helden. Allerdings hat er mir auch immer gesagt, ich sehe wie ein Stachelscheusal aus. Er war ein wenig verschroben. Jetzt, da die Toten vertrieben und Kane wieder in der Stadt ist. Ja gut, ich glaube, viel Schlaues zu sagen hätte er eh nicht. Dann gehen wir da. Der hat uns nicht mehr. Aber vielleicht hat er noch etwas Schlaues, was er uns herstellen könnte. Na klar. Nein, ich glaube nicht. Zumindest gesehen ist es nicht, oder ich weiß es nicht, ob es gut ist oder nicht. Habe ich jetzt da überkommen, oder? Tatsache. Das ist mir sicher nicht schlechter. Also ein bisschen etwas kann der, hä? Da. Ah, wieder verwirrt. Keine Ahnung, was da ist. Egal. Wir sollten mal weitergehen. Die Felder des Elends, die haben wir gereinigt, mehr oder weniger. Aber vielleicht tauchen ja Wir wieder beide ein sind paar gar Gegner nicht so auf. verschieden. In mir steckt auch sehr viel Macht. Der einzige Unterschied ist, dass ich meine nicht kontrollieren kann. Das hört sich beunruhigend an. Es ist nur wenige Male in meinem Leben geschehen. Und nur, wenn ich in großer Gefahr war. Etwas scheint sich tief in mir zu regen. Ich kann es nicht wirklich erklären. Okay. Ihr da! Bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter, Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Wo ist die Reliquie? Ich gab mein Wort zu schweigen. Lasst das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Ich halte euch den Rücken frei. Diesmal kommt ihr uns nicht davon! Auf keinen Fall. Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Sind jetzt hoch. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden, aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Belger, ich meine Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider
Leider muss ich dafür mit meinem Freund hier fortziehen. Ihr wollt euch mir anschließen? Ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weißt den Weg. Okay, und jetzt wird einfach Moment abhauen. mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben, darauf könnt ihr Gift nehmen. Okay, jetzt habe ich noch ein bisschen Begleiter. Ich habe noch den Begleiter, die andere kann ich nicht ausrüsten, gut. Ja, jetzt habe ich ja einen ganzen Trupp zusammen mittlerweile, hä? Bin nicht mehr allein. Felder des Elends geht weiter in dem Fall. Hier ist eine Sackgasse, eine eingestürzte Brücke. Der überflutete Tempel. So, da wären wir. Und was wird aus eurer Verlobten? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Schuft, ja. Aha, ich wusste, ihr Was die würdet... Folianten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Ich habe nur einen Begleiter auf das Roll, jetzt haben die anderen Begleiter verloren, oder wie? Das habe ich immer gemacht. Wenn jetzt alles verkauft, was gut gewesen wäre für den, hä? Super gemacht. Okay. Links rum, rechts rum. Die anderen zwei sind jetzt einfach verreist. Oh nein, der ist da. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur den Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Okay. Sucht zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. In ihnen findet ihr die Schlüssel zu unserem heiligen Tempel. Nach euch. Also eine Mission zieht immer über zwei andere Mir Missionen. gefallen diese Wälder nicht. Doch, sicher. Müssen wir uns wirklich da durchkämpfen? Ja. Sind das Alarics Leute? Das sind Bastarde. Wir haben gesiegt! Ja, freut ihn jetzt früher, ist sicher noch nicht vorbei. Der Deckard nannte diese Flugwesen den geflügelten Tod. Ja, dann doch mal ein bisschen Kreis
müssen wir laufen. Gut. Unmöglich. Ja, wenigstens ist ein bisschen Action, ne? Drängt sie zurück, Brüder! Etwas kommt. Okay. Dann sind die Uhr, haben die nehmen wir noch mit. Ja, ich vermute, wir werden mal da hier. Wir gehen mal da noch rundum, zuerst. Mal schnell schauen, da sind wir. Ah, und da ist auch nochmal an, hä? Ich vermisse Caldeum. Ist das? Was vermisst ihr? Es ist eine solch offene und wunderschöne Stadt. Sie lebt vom Handel und neuen Ideen. Es gab immer neue und aufregende Dinge zu sehen oder zu hören. Also, müssen wir halt da mal hier eine rein. Wo ist der des Kriegers? Auf keinen Fall. Das kann ich nicht. Ihr entfernt besser dieses Artefakt. Gebt es ihm zur sicheren Aufbewahrung. Ja, eigentlich eine kurze Sache gewesen, hä? Dann ist die andere wahrscheinlich auch nicht so lang.
Alaric sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Warum hat er mir aufgetragen, das Fanal der Ehre zu bewachen? Diese schlürfenden Ungeheuer schlachten dort oben meine Leute ab. Und ich kann nichts tun, um es zu verhindern. Weiß es nicht. Ich hätte eigentlich lieber... Das ist erstaunlich. Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich mit Onkel Deckard nach verlorenen Artefakten suchte. Welche Erleichterung, dass ihr mittlerweile erwachsen seid. Wenigstens einer von uns. Wer wird diese Dinge aufhalten? Das werde ich nicht tun. Nachher noch hindern. Ich kann was haben, wenn ihr es nicht braucht, oder? Nein, ich kann es nicht. Also ich will nicht böse sein, aber du bist mal sehr, sehr... Wenn das hier vorbei ist, könnte ich irgendwo ein eigenes kleines Gasthaus eröffnen. Okay. Überlegen. Das würde gut zu euch passen. Nun, sollte ich einmal arbeiten, würde ich eure Referenzen berücksichtigen. Ich fühle mich sehr geehrt. Wir waren uns so sicher, dass wir die Fallen überwinden könnten, die die Urahnen für Grabräuber aufgestellt hatten. Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war. Ich werde auch bald sterben. Unsere Gier war unser Untergang. Ja, manchmal ist es halt so, ja. Also eigentlich müssten wir retten, aber ihr kennt es ja eigentlich. Möchte man nur schauen, was sonst noch rum hat da. Portal. Da schießt du. Ah. Oh, da ging es gleich noch recht weit, hä?
Arena ist dann fertig, so wie es aussieht. Ich habe Jahre damit verbracht, Orte wie diesen mit Onkel Decker zu erkunden. Das weckt Erinnerungen. Es gibt so viele Orte, die wir gemeinsam erkunden könnten, Lea. Das wäre keine Erkundung. Das wäre eine Rettungsmission. Es vorbei ist. Ja, ich glaube, dann haben wir mehr oder weniger alles gesehen da. Dort ist ein bisschen schwarz. Jetzt nicht. Ja. Ich habe unsere Reisen geliebt. Die Welt zu sehen. Die Welt hat sich sehr verändert. Ja, so war es damals nicht. Ist so, weil ist so, bleibt so, weil war so. Oder was? Aber da aber immer nicht. Mal schauen. Ja, ich meinte, diese Tiefe unten und irgendwie durch den Eingang können wir den irgendwie dort runter, aber dem war nicht so. Aber hätte ja können sein. Oder dass ich jetzt den Schuft dabei habe, anstatt den Tempelritter, ja, hätte ich vor mir überlegen, hey, ich hätte eigentlich lieber den Tempelritter behalten. Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Ja, gut. Moll. Entfernt, was in unseren Tempel fiel. Mit jedem weiteren Moment, den es hier bleibt, werden meine Leute unruhiger. Ja, machen wir. Nehmen wir vor. Niemand betritt das Allerheiligste. Erhebt euch, meine Brüder! Erhebt euch und kämpft!
keinen Fall. Das werde ich nicht tun. Unmöglich. Das kann ich nicht. Unmöglich. Erzählt mir von diesem Gasthaus, das ihr eröffnen wollt. Die Welt ist so gefährlich. Jeder braucht einen friedlichen, sicheren Ort für Ruhe und Erholung. Eine Wegstation auf seinen Reisen. Es gibt keinen sicheren Ort. Genau darum will ich ja für einen sorgen. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Magda. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränkt diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meinte sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie steckt voller Lügen. Glaubt ihr kein Wort? Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen... Der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Neresa versprach, ihre Macht wiederherzustellen, doch hat sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht, bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Okay. Gut gesprochen, habe ich nicht draus rum und keine Ahnung. Aber zumindest hätten wir den zweiten Splitterteil relativ zügig gefunden, würde ich meinen. Ah, ich kann die wiederholen. Ah, das finde ich aber gut. Weiß den Weg zum Ruhm. Ich kann, je nachdem kann ich zwischen meinen Begleitern jetzt hin und her wechseln. Das ist doch cool. Gefällt mir doch. Ihr sagtet, ihr lebtet bei eurem Vater, als Alt-Tristram niederbrannte. Erzählt mir von ihm. Mein Vater war ein Diplomat. Wir hatten ein Haus in Caldeum mit Dienern, Terrassen und allem drum und dran. Alles änderte sich, als der Ärger begann. Irgendwie kamen Gerüchte auf, dass mein Großvater den Wahnsinn des Königs verursacht hatte. Die Arbeit meines Vaters fiel in sich zusammen. Niemand sprach mehr mit ihm. Er glaubte, es würde sich geben. Und tat es das? Nein, ich würde jetzt lieber nicht weiter darüber reden. Ich habe Arbeit zu erledigen. Danke, dass du wenigstens wieder mal etwas mit mir besprochen hast. Und in dem Fall gibt es eine kürzere Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Und man hört sich.